So, hallo! Im Rahmen der Naturerlebniswoche können wir ja leider nicht mit Gästen gehen. Aber hier auf dem Bauerhof erwartet mich eine Kooperationskollegin, die Silke. Hallo Katrin! Hallo! Also, dann können wir ja unseren Weidewalk starten. So sieht's aus. Ich habe auch ein bisschen was mitgebracht. Oh, du bist klasse. Vielen Dank. Jetzt erzähl doch mal, deine Alpis gucken schon ganz neugierig Ja, meine Alpi. und die Zuschauer möchten es auch wissen. Was seid ihr für ein Betrieb? Also, wir sind ein Bauerhof. Wir sind ein kleiner Landwirtschaftsbetrieb, ein Nebenerwerb. Und wir versuchen, eine kleine Alpaka-Zucht aufzuziehen. In der Zwischenzeit sind wir bei 11 Tiere. Im Vordergrund sehen wir unsere Damen und im Hintergrund die Jungs. Das sind unsere Offenställe. Man sieht zum Thema Weide, die sind ziemlich weit runtergefressen. Es ist einfach so, wir haben 3 trockene Sommer hinter uns. Die Tiere haben leider keine Wechselweide aktuell. Und dann feschbern die halt, was geht. Füttert ihr sonst auch zu? Wir füttern zu. Wir machen Grünfutter, soweit es geht. Und wir haben auch noch die Möglichkeit, mobil einzuzäunen. Das sehen wir dann später. Okay. Wir haben hier eine Butterblume, ein Hahnenfußgewächs. Durch das, dass die Weide so weit runtergefressen sind und fast kein Gras mehr wächst, hat der natürlich viel Platz. Sie mögen das nicht. Sie wissen, dass das für sie nicht gut ist. Hahnenfuß oder Butterblume sind giftig. Was dann auch noch kommt, was sie fressen könnte, aber witzigerweise nicht möge, ist Labkraut. Labkraut ist ja eigentlich auch ein Heilkraut, aber die Alpakas mögen das nicht. Alles andere wird runtergefressen. Gras hat hier keine Chance. Was man ganz gut sieht, vielleicht auch, ist, dass die Alpakas die Grasnarbe nicht kaputt machen, wie bei Pferde oder Kühe zum Beispiel. Da die Schwielesohler sind und keine Hufe haben, bleibt die Grasnarbe erhalten. Also hier sieht man das ganz gut. Das sind Schwielesohler. Das heißt, die laufen quasi auf der Handfläche und haben dann 2 Klauen, die man auch immer wieder schneiden muss. Bei dem wäre es auch schon wieder nötig. Man sollte gucken, dass das eben zur Fußsohle ist. Er scheint kitzelig zu sein. Sie mögen das auch gar nicht. Ja, Fußpflege ist ja im Moment sowieso schwierig. Genau. Pediküre nur mit Negativtest. Aber das dürfte nicht so schwierig sein, einmal einen Spucktest machen, oder? So. Also bei den Kühen ist es doch so, dass sie in Württemberg traditionell in Bindehaltung gehalten wurden, weil wir oft so kleine Flächen haben und wenn das Tier auf der Weide steht, dann das zertrampelt und teilweise auch zukotet. Macht das hier nichts? Nee, Alpakas sind sehr reinliche Tiere, wie bei den Schweinen auch. Die legen sich Kotstelle an. Das sieht man hier, glaube ich, ganz gut. Also da, wo nichts mehr wächst, ist im Prinzip das Klo. Die gehen immer auf dieselbe Stelle. Wandert manchmal ein bisschen. Es dauert eine Weile, bis wieder was wächst. Wenn da dann wieder was wächst, das sieht man auch dann irgendwann, da wird es extrem grün, was auch ein Zeichen dafür ist, dass es ein sehr, sehr Wen haben wir denn da in der Sonne liegen? Das links die Weiße, das ist die Annabelle und rechts liegt jetzt die Lotte. Wenn sie so da liegen, ist das im Allgemeinen der Wiederkäuermodus. Man sieht es jetzt gerade leider nicht, weil sie nicht kauen. Wenn sie dann seitlich liegen, so wie die Lotte das jetzt schon angedeutet hat, und wenn es aussieht wie ein totes Alpaka, dann nehmen die meistens ein Sonnenbad. Da legen die sich wirklich so seitlich in die Sonne und genießen das Wetter. Ja, muss man jetzt auch alle 5 Minuten wirklich Sonne ausnutzen und baden. Die macht es gut. Eine hat ja total das Grüne im Fell hängen. Wälzt die sich gern? Ja, die wälzt sich sehr gern. Bei der Kleinen sieht man, das ist eine Fohle aus 2020, die ist noch nicht geschoren. Da bleibt also wirklich alles drin hängen. Die haben gestern externes Grünfutter gekriegt und Madame hat sich wirklich mitten reingelegt ins Essen. Was wir hier direkt vor uns sehen, das ist die Wälzestelle der Alpakas. Die legen sich das also wirklich auf jeder Weide an. Das ist quasi das Wellnessbad unserer Tiere. Wenn es trocken ist, dann scheren die da ein bisschen, dass es ein bisschen Staub gibt. Und da machen die dann Körperpflege. Sag mal, die Gerippe sind aber nicht hier auf der Weide gewachsen. Nein, unsere Weihnachts- oder Tannenbäume haben im Allgemeinen 3 Leben. Das erste Leben ist also wirklich in der kleinen Plantage. Das zweite Leben ist geschmückt als Weihnachtsbaum in der Stube. Und das dritte Leben ist dann nach Weihnachten als Wellness-Kratzbaum der Alpakas. Das ist eine ganz tolle Massagebürste. Erstmal haben sie Spaß dran, weil er abgefressen wird. Und dann kann man sich super dran einlegen und wälzen und sich dran schrubbern. So, und das hier ist dann die mobile Weide. Das sind die 2 Jungs, die gern mal herkommen und mal gucken. Jetzt gerade ein bisschen aufgeregt sind. Ja. Das ist jetzt wirklich unser mobiler Weidezaun, der immer wieder wandert. Wo ich immer wieder ein paar Tiere runterstelle, dass wir einfach abgrasen können. Man meint immer, oh toll, das sind biologische Rasenmäher. Das ist, stimmt nur bedingt.
Also es ist einfach so, dass man hinterher doch noch mehr muss, weil sie einfach nicht alles abfressen. Sie sind sehr wählerisch. Okay, was mögen sie und was mögen sie nicht? Sie mögen Gras, sie mögen Löwenzahn, sie mögen Spitzwegerich, Schafgarbe. Aber wie man hier schon sieht, Gänseblümchen mögen sie gerade gar nicht. Buntnesseln mögen sie auch nicht. Das ist aber auch von Tier zu Tier unterschiedlich. Ich hatte mal ein Tier, was extrem Schnupfen gehabt hat. Das hat automatisch ganz arg viel Spitzwegerich gefressen. Spitzwegerich wirkt ja schleimlösend. Also die scheinen zu wissen, was ihm gut tut. Das merken sie dann bei Bedarf, Genau. nicht? Gut. Wir wissen auch, was uns gut tut. Wir haben ja auch was dabei. Also so im 3B-Land, so ein kleiner 3B-Genuss. Wir würden uns ja freuen, wenn wir endlich wieder mit Gästen laufen könnten. Aber da brauchen wir einfach noch Geduld. Aber wir zwei können schon ein bisschen genießen, oder? Da haben wir einen Spätburgunder Weißherbst. Der geht immer, oder? Der geht immer. Spätburgunder Weißherbst ist nicht nur für Frauen, ist aber auf jeden Fall für den Sommer und immer ein Genuss. Ne? Zum Wohl. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein. Oder auf meine Homepage, da hat's ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas Butter.